Alles wird gut, oh, alles wird gut, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Alles wird gut, oh, alles wird gut, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Ja, da gucken sie vergebens. Ne? Hallo, hier. Also, nein, wir kommen heute nicht von da. Wir kommen heute von der anderen Seite. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir möchten Sie recht herzlich begrüßen zum Jahresrückblick von Jeck aus dem Wohnzimmer, Folge 2. Ja, die erste Folge, da haben so viele Leute uns positive Rückmeldungen zugegeben. Es scheint Freude gemacht zu haben. Aber höre mal, warum stehen wir jetzt eigentlich noch mal hier draußen? Ja, ich wollte mal gucken. Ich habe gelesen, so viele Menschen fahren ins Sauerland nach Winterberg oder in der Eifel. Ne? Ich wollte mal gucken, wie es so draußen ist. Ja, und wie ist es so? Sollte er nicht sagen? Ja. Freckskalt. Ja, dann lass mal reingehen. Ja. Ach, hier ist es doch schön warm. Ja, genauso wie letzten Sommer. Ne? Da war es auch so schön warm. Ne? Und wie schön war das. Ne? Wie hat man das genossen? Ne? Die ersten Veranstaltungen waren wieder möglich. Bands haben Open Air gespielt. Natürlich war alles noch unter gewissen Regeln und Maßnahmen. Wir hatten unsere ersten Auftritte. Ja, da war es so schön. Ne? Ich meine, wir wussten alle, fast Laufensieg wie normal würde nicht geben. Aber dann Gingen auf einmal die Zahlen wieder hoch. und dann kam der nächste Paukenschlag. Lockdown 2. Punkt 0. Und auf einmal gab es auch Corona-Leugner, Corona-Gegner und Leute mit ganz anderen Hüten. Ja, und es wurde was jede Woche wurden neue Regeln aufgestellt. Es wusste keiner mehr, welche Regel ist jetzt gültig, was gilt, Maskenpflicht hier, Maskenpflicht da. Anfang 2020 hatte ich gedacht, das Schlimmste, was uns dieses Jahr passieren kann, ist die neu eingeführte Bonpflicht. Aber jetzt? Und jeden Tag gibt es neue Regeln. Ja. Und das macht einen ja völlig durcheinander. Ne? Zum Beispiel die Abstandsregel. Hör mal, ich war so durcheinander. Ne? Hör mal, ich bin mit dem Einkaufswagen ins Restaurant gegangen. Das kann ja wieder nur dir passieren. Und mit der Maskenpflicht. Hör mal, ich war mit meiner Frau einkaufen gewesen. Ja. Da sind wir nach Hause gekommen, haben eine Maske ausgezogen. Hör mal, da hatte ich solche, aber solche Augen. Solche Augen? Ja. Hast du denn vielleicht eine Maskenallergie? Nee, ich hatte eine falsche Frau mitgenommen. Ja, ist aber wirklich vollkommen verunsichert. Guck mal, ich habe gestern Abend zum Beispiel einen Krimi im Fernsehen geguckt. Ja. Und auf einmal fing der Kommissar ganz stark an zu husten. Ja, und in jetzigen Zeiten, man weiß es ja nicht. Du, ich habe direkt umgeschaltet. Umgeschaltet? Ja klar. Du Duppes, du hättest dir doch eine Maske anziehen können. Aber am allerschlimmsten ist ja eins, die ganzen Verschwörungstheoretiker, die mit ihrem Aluhut. Aluhut. Obwohl, ich muss sagen, so in den Zeiten Aluhut finde ich manchmal ja nicht so schlecht. Nein, kein Alkohol. Aluhut. Die tragen doch alle einen Aluminiumhut. Aber warum tragen die einen Aluminiumhut? Ja, die sind der Meinung, durch das Tragen von so einem Aluhut könnten andere Menschen deren Gedanken nicht lesen. Aha. Ich meine, jetzt, wo ich mal länger drüber nachdenke, also da muss was dran sein. Wie, da muss was dran sein? Ja, ich sag Folienkartoffel. Wie Folienkartoffel? Ja, guck doch mal, bis jetzt weiß doch kein Mensch, was Folienkartoffeln so denken.
Also mir reicht schon, was du mal wieder alles so denkst. Ja, wie gesagt, am 2.11. begann dann der zweite Lockdown. Ja, aber der hatte auch was Gutes. Aber nur, dass wir wieder mit Jack aus dem Wohnzimmer gestartet sind. Nämlich mit Folge 9. Und er hatte was Schlechtes. Ja, die Kneipen haben wieder zugemacht. Ja, ihr seid auch ruhig. Ihr seid absolut ruhig, es ist kein Mensch mehr. Ja. Seit einer halben Stunde absolute Ruhe. Ah, bei mir ist es auch gut. Seit 5 bis 14 Minuten alles ruhig. Und dunkel ist es. Ich höre nichts mehr, die müssen alle weg sein. Aber der kluge Mann baut vor. Ja, das wird ein Spaß. Hammer, ne? Ich glaube, unser Plan funktioniert. Ja, ich mache es nicht. Ja, aber ich rufe dich gleich wieder an, ja? Jetzt, bist du es? Hey, bei mir ist es auch super. Einfach fantastisch. Das war eine klasse Idee. Warte, ich zappel mir gerade fertig. Nee, Junge, ist das klasse. Haben wir genau eine richtige Idee gehabt. So kann es bleiben in den nächsten 4 Wochen. Du weißt ja, was ich sage, einfach uns Prost zusammen. Du, ich würde sagen, wir telefonieren jeden Morgen um 11, wa? Machen wir das so. Herrliche Idee. Hoffentlich sind die Fässer voll. Hey, das ist der Wahnsinn. Es hat alles funktioniert. Es hat keiner gemerkt. Nichts mehr. Und ich hatte eine Dusche. 4 Wochen. 4 Wochen wird uns kein Mensch mehr finden hier. Ja, die Fässer sind auch voll. Guido, das noch der Hammer. Ja, wie gesagt, hast du recht, jeden Morgen 11 Uhr telefonieren wir. Ja, wunderbar, machen wir so. Bis morgen. Prost! Ein weiteres großes Thema dieses Jahr neben Covid-19 war natürlich die Präsidentenwahl in Amerika. Und der Trump, der hat sich wie ein kleines Kind gegen seine Niederlage gewehrt. Alles war unwahr, alles war gelogen, alles war Betrug gewesen. Ja, und wie wir das Thema durch hatten, dann kam St. Martin. Und da haben wir uns wieder an das Homeoffice erinnert. Im Schnee saß, im Schnee saß, im Schnee da saß. War denn der Quatsch? 15 Grad über Null, wo soll denn hier doch Schnee herkommen? Saß ein armer Mann
hat Kleider nicht, hat Lumpen an. Ja, da sitzt ja der arme Mann. Ich würde gerne meinen Mantel mit dir teilen. Du komischer Aluhutträger. Ich hab hier gewonnen. Hau ab aus meinem Film. Okay. Ach, wie gut, dass keiner weiß, dass ich Trumpelstilzchen heiß. Der Trump wollte nicht raus aus seinem Haus und wir durften nicht mehr raus aus unserem Haus. Ja, und wir haben uns viele Gedanken gemacht. Ne? Ich habe auch wirklich Leute, die haben da massivst drunter gelitten, die hatten schon im Frühjahr gelitten, im Sommer halbwegs. Die ganzen Gastronomen, die hatten ja keine Einnahmen mehr gehabt. Ja, aber zum Glück gibt es ja den Lieferservice. Super, danke. Hör mal, mach es wie immer. Alles klar. Schreib auf. Jo, da bin ich. Ciao. Ich brauch das Gefühl, satt zu sein. Zu keiner Mahlzeit sag ich nein. Ich kenne jede Pommesbud. Meine Frau sagt jetzt, ist es genug. Ich hab mich 1000-mal gewogen, ich machte 1000-mal Diät. Ich hab mir's im Fass reingezogen, man hat mir Pillen angedreht. Ich hab nur Wind in meinen Därmen, hab kein Auge zugemacht.
schlich zum Kühlschrank wie ein Dieb in der Nacht. Zwar nicht richtig Fastelavond-Vierer, aber ich habe trotzdem im November immer hier gesessen und habe Fastelavondsmusik gehört. Du von morgens bis abends hin und her. Du. Und das sogar noch am ersten Advent. Ach, erst Advent. Ey. Da war noch Fastelavond. Nein, es war Advent. Deshalb stand ja auch der Adventskranz. Ja, du und der Adventskranz, ihr seid ja auch nie Freunde geworden. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt noch hier sitzen kann. Da war doch nichts gewesen mit der Adventskranz. Nichts gewesen, nichts gewesen. Da guck dir den Film mal an. Ja, wenn es Trömmelchen geht, dann stoppen mal parat und wir trecken durch die Stadt. Und jeder hätte gesagt, lasst uns froh und munter sein und uns heut von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalala. Hey, hey! Was ist mit dir los? Ja, ist der erste Advent. Da kann man doch mal ein schönes Weihnachtslied singen. Also für mich ist das letzte Wochenende im November immer das letzte Fastelavondswochenende. So. Ja, aber heute ist der erste Advent. Und da wäre es schön, du könntest ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten. Ich? Ja, zünd uns doch schon einmal den Adventskranz an. Nee, echt jetzt? Ja klar, zünd den Adventskranz an. Hör mal. Das habe ich immer schon machen wollen. Ja, was machst du mir denn jetzt? Ja, ich glaube es. Du hast doch gesagt, zünd der Adventskranz an. Ja, gib mir mal das Feuerzeug. Ich meine natürlich, du sollst eine Kerze anzünden. Der erste Advent, da macht man eine Kerze, zündet man an. Ist es denn also schwer? Aber irgendwas fehlt. Ach, mach doch mal den Adventskranz an. Ich soll den anmachen? Ja. Du komischer Adventskranz. Du blöder Adventskranz. Du völlig durchgeknallter Adventskranz. Ja, aber was machst du? Ja, du hast doch gesagt, mach den Adventskranz an. Ich meine natürlich, du sollst heute 2 Kerzen anzünden. 2. 2. Da kannst du so blöd sagen, oder meinst du, ich mach direkt den ganzen Kranz an? Nö, kann dir ja nicht passieren. Und du lässt diesmal den Adventskranz am besten aus, bevor wieder irgendwas schief geht. Ja, da hatte ich auch schon Angst vor. Und deshalb habe ich mir extra einen elektrischen Adventskranz gekauft. Einen elektrischen? Ja, ja. Aber den habe ich schon 3-mal eingesteckt. Hör mal, der funktioniert auch nicht. Aber sag mal, wo ist eigentlich dein wunderschöner Adventskranz? Ja, du glaubst es nicht. Den hat mein Besuch heute Morgen einfach mitgenommen. Ja, dein Besuch kann doch nicht einfach so deinen wunderschönen Adventskranz mitnehmen. Sag mal, wenn du den Namen von meinem Besuch kennen würdest, hättest du deinen Adventskranz auch mitgegeben. Freiwillig. Ja, wie hieß denn dein Besuch? Feuerwehr. Ja, und in diesem neuerlichen Lockdown hatten wir Männer endlich auch mal Zeit für Sachen, wo sonst nur die Frauen die Zeit für nehmen. Warum habe ich den Film nicht gesehen? Welchen Film? Ja, da wo du im Wellnessbad liegst, hinterher die Nägel lackierst, die Wimpern zupfst, Make-up drauf und hinterher 5 Stunden auf der Couch sitzt wie eine Diva und Rosamunde Pilcher guckst. Rosamunde Pilcher.
Ich meine die Weihnachtsbäckerei. Mittlerweile sind wir im Dezember angekommen, Folge 13. Ja, und die war genau am 6.12. auf Nikolaus. Tanzveranstaltungen waren immer noch verboten. Aber nicht für Weihnachtsmänner. Oh, heio, jetzt sind wir wieder froh. Heio, 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 heio.
Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, Sag mal, das ist ja wohl anstrengend, wa? Das sag ich dir. Und wir sind nur als Weihnachtsmänner unterwegs. Was soll denn der sagen, der letzte Nacht richtig gearbeitet hat? Ich glaube, der hängt noch im Kamin. Ja, das kann sein. Ja, wir hatten uns das auch anders vorgestellt. Ja, und da hatten wir kein Nikolauskostüm gefunden, da haben wir den Weihnachtsmann genommen. Nein, wegen Corona hatten wir uns das anders vorgestellt. Ja, das auch. Heute ist doch der zweite Advent und der Nikolaustag. Aber nichtsdestotrotz, deswegen machen wir für euch jetzt extra wieder Jeck aus dem Wohnzimmer im Advent. Wir wünschen viel Spaß mit Folge 3 Fuß. 13. Ja, jetzt viel Spaß mit Folge 13. So, jetzt aber aus mit dem Zeug, du, das juckt mir, ist das warm? Hast du ausgeschaltet? Ja, mit der Fernbedienung. Ne? Ja, Und alles das juckt wie Sau, das Junge, Zeug. Ich kann dir sagen. ich Da kann bin ich dir froh, wenn ich der sagen, Kunde wie aus. warm ist. Das ist Wie warm warm wie das sonst ist. was. Ne? So, hoffentlich haben die Leute viel Spaß. Hey. Ja, ich denke jetzt mal. So, ich muss erst am Klo jetzt. Ja, gut. So. Mitte Dezember, Folge 14. Da macht man sich so langsam Gedanken über das Weihnachtsessen. Und da sind wir wie viele lang verheiratete Paare auch. Ne? Da werden wir zwei uns nie einig. Nie. Und jetzt gehen wir mit ganz großen Schritten zu den 3 schönen Weihnachtsfeiertagen. Und da stellt sich natürlich wie immer die Frage, was wird gekocht? Im Hause Streusser, wie immer, ganz traditionell ein weihnachtlicher Kartoffelsalat. Siehst du, und der Kartoffelsalat schmeckt mir nicht bei euch. Wie, der schmeckt dir nicht? Da ist doch alles drin, was in einen weihnachtlichen Kartoffelsalat rein muss. Ja, was denn? Ja, zum Beispiel Gürkchen. Fein gewürfelt. Ja, Zwiebeln. Fein gewürfelt. Fleischwurst. Fein gewürfelt. Eier. Fein gewürfelt. Und Mayonnaise. Ich weiß, fein gewürfelt. Du bist der Einzige, der Mayonnaise würfeln kann. Und natürlich ganz wichtig, dann noch festkochende Sieglinde. Hör mal, deine Frau heißt doch gar nicht Sieglinde. Mensch, das ist die Kartoffelsorte. Siehst du, und das ist falsch. Wie, das ist falsch? Was nehmt ihr denn für Kartoffeln? Marzipankartoffeln. Aber was wird denn eigentlich bei euch gekocht? Was kocht ihr denn zu Weihnachten? Ja, wir kochen immer alles mit J. Wie alles mit J? Ja, wie gesagt, alles mit J. Ja, Pass wie? auf. Wir haben Jans, Jode, Jojon, Zola vom Jardasee. Nur Käse? Jede Menge gesalzene japanische Joghurt und jodgedünntes Jachtengemüse. Kein Fleisch? Ein Jans gerupfte Jans aus Jodesberg. Ja, wie jetzt? Pass auf, wir haben Jans, Jode, Jojon, Zola vom Jardasee, jede Menge gesalzene japanische Joghurt und jodgedünntes Jachtengemüse und Jans gerupfte Jans aus Jodesberg. Aber mit der Jans, Jode, Jojon, Zola vom Jardasee und jede Menge gesalzene japanische Joghurt und jodgedünntes Jachtengemüse, die Jans gefüllt. Gefüllt. Mit den Händen gefüllt? Jardinenstange genommen. Ganz gefühlvoll gepresst und gestopft. J.
Kannst du jetzt bitte endlich schon mal ein Wort sagen, das nicht mit J anfängt? Peng! Wie Peng? Jans geplatzt. Janses Gedrisse je in Jardine gespritzt. Schöne Sauerei. Und was habt ihr dann gemacht? Jalousie geschlossen, Jardine gewaschen, getrocknet, gebügelt, Jalousie geöffnet. Ich meine natürlich, was ihr dann gekocht habt. Gänsegulasch. Gut gewürzt, geil geschmeckt. J, ich versteh dich nicht. Du hast mich nicht verstanden? Nein. Pass auf, ich fange nochmal ganz langsam von vorne an. Nur die ganze Julions von mir, das ist jede Menge Satz, der Panische Jürgen, nur die Nacht müssen. Die ganze Hof, die ganze Nacht durch. Und die ganze Julions von mir, das ist jede Menge Satz, der Panische Jürgen, nur die Nacht müssen. Die ganze Nacht fühlt. Ja, die Gegenstand genommen. Die ganze Fühlt, weil die Pressen gestoppt. Ping! Die ganze Platz. Die ganze Zitrus in der Linie gespritzt. Jalousie geschlossen, die Linie war, steht vor der Blutzeug, die geöffnet. Gänse durchgemacht. Gut gewürzt, geil geschmeckt. Also J. Man könnte ja wirklich meinen, du hättest schon wieder alkoholische Getränke konsumiert. Yes. Ganz gepflegt, gezapftes Jaffelkölsch, ganz genüsslich getrunken. Schluss jetzt. Ich will kein einziges Wort mehr hören, das mit J anfängt. Gut gerülpst. Es reicht, Labbes. Wenn man sich dann endlich, was das Weihnachtsessen angeht, wieder geeinigt hat, Es gibt keine Einigung. dann kommt noch eine andere, ganz entscheidende Frage. Ja, wo bekommt man günstig einen Christbaum? Also sozusagen umsonst. So, schön ruhig. Und jetzt lass uns einen richtig schönen Christbaum aussuchen. Ja, machen wir, ne? Aber ruhig, damit uns keiner hört und erwischt. Du da, ich da. Gerne. Aber einen schönen. Ja. Und? Hast du einen schönen Christbaum gefunden? Ne, guck mal, ich laufe jetzt 10 Minuten hier rum. Ich habe keinen Christbaum gefunden. Hör mal, hier steht doch alles voll mit Bäumen. Ja, aber keine Christbäume. Oder hast du einen gesehen mit Bollenlametta dran? Schluss jetzt. Komm hinter mir her. Wir gehen jetzt einen schönen Baum schlagen. Ja, das finde ich gut. Na komm. Leise. Hey, ist der jetzt schon wieder? Warte, Mit dir ist Weihnachtsbaum schlagen viel schöner wie damals mit meinem Vater. warum? Ja, damals musste ich immer nur Schmiere stehen. Was machst du da für einen Krach? Du sollst doch ruhig sein. Was machst du denn da jetzt schon? Hör mal, was gibt das denn? Du hast doch gesagt, ich soll der Baum schlagen. Ja, aber doch nicht so. Hör mal, die kann man nichts recht machen. Hey, hier werden keine Bäume geklaut. Weg, ab. Hören Sie schlecht, hier werden keine Bäume geklaut. Ab jetzt! Weg! Das ist auch ein Prachtexemplar. Der nächste. Der ist aber besonders störrisch, der hier.
Männer! Viel! Weißt du noch, um was es in Folge 15 ging? Ja, ja, klar. Ich hab dir doch gesagt, beim Weihnachtsessen kriegen wir zwei nie eine Einigung. Und erst recht nicht, wenn Opa hinterm Haus einen Hasenstall hat. Und jetzt geht's mit Riesenschritten auf die Weihnachtsfeiertage zu. Und auch wenn man es mir vielleicht gar nicht mal so ansieht, aber ich freue mich ganz besonders auf das schöne Weihnachtsessen. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also mein Opa hatte früher für das Weihnachtsessen immer hinter dem Haus so einen Hasenstall gehabt. Der arme Hase in so einem engen Käfig. Nee, das muss ja nur nicht. Also ein Hase gehört in seine natürliche Umgebung. Ja, das finde ich allerdings auch, ne? So zwischen Rotkohl und Klöße. Natürlich habe ich das so natürlich nicht gemeint. Und das Thema Kochen verfolgt uns den ganzen Dezember, selbst Silvester. Bevor das mal jetzt gehen, Ja, eine Frage noch. Silvester, kocht ihr da auch wieder alles mit J? ne, Silvester machen wir russisch Raclette. Du meinst doch bestimmt russisch Roulette. Ne, russisch Raclette, ne? Russisch Raclette, wie geht das denn? 5 Personen, 4 Schälchen. Hört sich interessant an. Ist doch bestimmt lustig. Ja, geht so, ne? Die Oma wäre letztes Jahr fast verhungert. Und dann kam Silvester, ne? Und da habe ich mich drauf gefreut. Ich immer den ganzen Frust wegzuballern, ne? Die ganzen bösen Geister von 2020 mit der Covid, mit der Corona, die wollte ich zum Mond schießen mit der Böllerei. Und auch das hat nicht so geklappt, wie man sich das vorstellt. Ja, das war Folge 16 und damit ist wohl auch die Weihnachtszeit vorbei. Ja. Schön war es, aber vorbei Ist vorbei. ist vorbei. Ja, und jetzt hier mit Riesenschritten auf Silvester zu. Auf Silvester. Und ich freue mich schon. Ich habe noch jede Menge Feuerwerk vom letzten Jahr. Das geht richtig hier. Ja, das kannst du aber mal schön, ne? Dies Jahr ist nichts mit Feuerwerk, es wird nicht geklaut. Wird wirklich geknallt. Nee, in ganz Deutschland ist Böllerverbot. Da kannst du dein Zeug von letztes Jahr kannst du so in die Tonne kloppen. In der Tonne, wenn man ist mir zu unsicher. Naja, finden da irgendwelche Kinder, fimpeln damit rum. Weißt du was? Sicher ist sicher. Ich tu das in der Ofen und dann ist gut. In der Ofen. Also Kinder, mach das bloß nicht. Hör mal, du kleiner Pyromane, du kannst das Zeug doch nicht in den Ofen werfen. Also ich fasse nicht. St. Martin hat doch mir die Laterne abgefackelt. Hier hat 3-mal der Adventskranz gebrannt, bis das Feuerwerk kam. So was kannst du doch nicht in den Ofen tun. Ey, ja, was wird denn jetzt? Ja, ich glaube, jetzt wird der Tag selber. Was machst du denn schon wieder? Ist es denn möglich mit dir? Hey, unvorstellbar. Kinder, macht das bloß nicht nach. Und sollte mein Schornsteinfeger jetzt zugucken, hör mal, du brauchst nächstes Jahr ja nicht zu kommen. Hör mal, der Kamin ist blank.
von innen blitzeblank. Das war Folge 18 von Jeck aus dem Wohnzimmer mit dem zweiten Teil von unserem Jahresrückblick. Ja, und ich war selbst überrascht, wie viele schöne Filmchen wir in dem letzten Jahr gedreht haben. Und wenn noch Kollegen mitmachen, Künstlerkollegen, werden wir in Zukunft noch weitere Folgen von Jeck aus dem Wohnzimmer produzieren. Eigentlich hatten wir zwar jetzt gehofft, wir könnten den Zylinder wieder ausstülpen, weil der Lockdown 2 auch vorbei wäre. Ja, aber leider hat man diese Woche entschieden, der Lockdown geht weiter, also bleibt der Hut zu. Hört sich komisch an, sieht komisch aus, Ist aber so.